Habe die dann Übersatz zu Minecraft. Und ja, wo haben wir jetzt mal stehen beim Redstone? So, wie man sieht, ich habe ein bisschen Redstone in the bag. Und ich habe schon ein bisschen was hergestellt, was wir für unser Ding brauchen. Das Einzige, was uns jetzt fehlt, ist eigentlich Holz für Pistons. Wenn das noch richtig was. Also wir haben mal unten noch Logs, aber ich glaube nicht. Haben wir noch Stufen. Das schaut echt bad aus. So, ich habe da mal 42 Beobachter gebaut. Bringt uns was nichts, wenn wir keine Pistons haben. Pistons können wir im Prinzip unendlich bauen, sofern wir Holz haben. Heißt, wir holen uns jetzt eine Karre Holz. Und dann können wir endlich mal anfangen mit Bambusebene und so. Ja, ich bin momentan so ein bisschen am struggeln, was ich nur am Mods mit rein kann. Weil irgendwie ich bin momentan so ein bisschen verwöhnt vom D-Tech-Projekt. Wo ihr zwar schon länger nichts mehr gesehen habt, aber ich werde diese Woche mal wieder ein Update machen. Aber ihr wisst, wie es ist. Ich hab's schon geschrieben, ich hab's auch schon letztens mal gesagt. No time. Heißt, ich muss schauen, dass ich das Wichtigste und Entspannteste für mich mache. Und das ist nun mal Minecraft Let's Play. Also eigentlich mehr, dass das jeden Tag läuft, aber ich, wie man sieht, trotz Feiertag einfach no Zeit. No Zeit dafür. Ich versuche jetzt, dass zum Jahresende alles wieder besser laufen, dass wir dann nächstes Jahr sauber wieder reinstarten. Mehr wieder ein paar Livestreams machen. Dazu gerne mal auf Twitch vorbeischauen und Follow da lassen. Dann kriegt ihr mit, wenn ich online gehe. Und wenn ich live gehe, wenn ich online gehe, wenn ich live gehe, sowas. Und dann haben wir das Problem gar nicht. Dann kriegt ihr es mit und hat es live dabei. Ich werde jetzt demnächst wirklich wieder mehr D-Tech streamen, weil einfach mehr Zeit dafür oder besser, vor allem wenn ich es mache, wenn ich spiele, dann ist das sowieso ein Ding. Und ich weiß zwar nicht, warum momentan so ein bisschen mein PC spinnt und so vom FPS-mäßigen her, weil keine Ahnung, warum spinnt das so ein bisschen. Eventuell, weil das ziemlich viel zum Berechnen und schon ist. Ihr müsst halt dann damit klarkommen, dass wir wahrscheinlich ohne Shader spielen. Weil ich spiele nicht in einem Lag-Fest, Alter, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ihr werdet euch jetzt wundern, so, hey, warum nimmt der eigentlich nur Birkenholz mit? Punkt 1, weil das einfach easy cheesy zum Außerformen ist und weil es völlig egal ist, was wir nehmen. Apropos, ich habe mir überlegt, dass wir vielleicht Ultima in Nummer 3 dann, weil man verbraucht genauso viel, wie wenn man jeden einzeln abbaut, aber man druckt halt bloß einmal mehr oder weniger. Man macht zum Beispiel so, duck. Für euch ist kein Unterschied, für ihn muss er der Tasten mehr drucken und dann ist der ganze Baum abgebaut. Spart uns auf alle Fälle Zeit. Aber ich weiß nicht. Eigentlich habe ich nichts gegen Holzfarm. Jetzt nehmen wir einfach wieder ein bisschen mit. Ich habe mir wieder überlegt, ob man Sophisticated Backpacks einideen, ein bisschen was schauen, so was da so los ist, was wir so machen können. Weil, ja, oder ich schaue mal, wie die, ich glaube, wie die anderen Backpacks heißen beim D-Tech-Projekt, was das für ein Mod ist. Ich glaube, die gibt es vor Ding. Mir geht es hauptsächlich, eigentlich geht es mir eh bloß um den Tier 1 Rucksack, alles andere ist mir eigentlich egal. Weil, ich sage jetzt mal so, ich finde jetzt in dem Ding, so man kann ja unendlich für großen Ding bauen, aber es ist so in einem normalen Minecraft-Ding einfach
ein bisschen weird, dass du so einen riesen Rucksack baust. Obwohl es einfach bloß die Standardressourcen mehr oder weniger hast. Und ich so, weiß nicht. Das so im Sinne des Schöpfers ist. Keine Ahnung. So. Da werde ich noch sagen, was sie in der Mine geändert hat. Da hat sie mir ja ein kleines, aber feines Update und Umbaumaßnahmen mehr oder weniger gegeben. Aber dazu erst einmal mit dem Ding, mit dem Cactus Tower alias Cactus und XP Farm. Eigentlich ist XP Farm, weil alles da drin sein wird. Ich weiß noch gar nicht, wie wir den Eingang dazu machen. Oder ob wir mir das umleiten ins Lager oder so. Das würde natürlich auch gehen. Dass man sagt, man leitet mir einfach beides rüber, was ich ein bisschen unnütz finde, weil. Eventuell, jetzt fällt mir gerade was ein, wir könnten eventuell da unten nur so eine extra Ebene bauen. Die wo auf dem Erdboden aufsteht oder so. Oder die wo so zwischen. Der wo du sagst, wir machen noch so auf der einen Seite das und auf der anderen Seite das. Und dann hat man dieses Problem gar nicht mehr. Weil dann haben wir zum Beispiel so eine Ebene, da wo man den Ofen oder so bedienen kann und entleeren kann und so. Beziehungsweise XP rausholen kann. Ja, man muss ja einen unendlichen XP Ding machen, dass es immer aussaugt und immer weitergeht und dass es nie stockt und so. Eigentlich. Hätten wir dann noch machen müssen, aber erstmal das andere. So. Dann brauchen wir Cobblestone. Ein Cobblestone brauchen wir. Dann nehmen wir mal da 16 Eisenblöcke raus. Dann nehmen wir Pistonen. Was fehlt uns jetzt wieder? Hä? Ah, weil es jetzt alle Einzeldinger verwerkt, deswegen. Was fehlt uns? Nur Cobblestone. Ich lasse jetzt mal. Na, ich darf mir sagen, Redstone. Braucht mir Redstone schon? Das Problem ist halt, dass Ohr Kaktus gibt Ohr XP, wenn du es guckst. Ist schon jetzt die Phase am Anfang so für die Lower Level. Aber zum Beispiel für höhere Level oder so ist das halt ein bisschen Bullshit, weil braucht kein Schwein. Jetzt muss ich bloß überlegen, wie das da war. Ich weiß nämlich nicht mehr so ganz. Das ist. Das. Da ist, glaube ich, Schlamm, ne? Da müsste jetzt Schlamm herkommen. Den haben wir, glaube ich, gerade nicht mehr dabei. Den haben wir irgendwo einsortiert. Punkt 1 müssen wir sowieso noch mehr, wenn wir jetzt Beobachter abbrauchen. Aber erstmal brauchen wir Holz. Nein, wir brauchen kein Holz, wir brauchen Leuchtblöcke mehr oder weniger. Also irgendwie sowas wie Glowstone oder so. Was haben wir so wie Glowstone überhaupt? Ah, es ist ja noch gar nicht. Es ist ja noch gar nicht so dunkel. Du Depp, du. Depp. Wo haben wir jetzt unsere Glowstone Core? Das ist einfach. Also, ich hätte so gern irgendwie Redstone und so automatisiert abbauen, aber. Jetzt müssen wir wieder irgendwas anderes mit einem Modden und dann dies und dann, oh, dann machen wir noch dies und dann machen wir noch dies. Gar keinen Bock da drauf. Hier wollten wir. Dazu wollten wir uns das holen.
Das wollten wir haben. Das haben wir braucht. Glowstone heute. Jetzt habe ich nicht mehr gewusst, was ich wollte. Glowstone. Den habe ich glaube ich unten bei der Kiste, ne? Jo. Haben wir irgendwo Holz gehabt? Eigentlich nicht, weil wir überall Matt... Ah, Mattblöcke. Wo hatten die jetzt wieder? Mattblöcke. Habe ich die nicht irgendwo einsortiert gehabt? Ich glaube, das war Oma, oder? Haben wir den nicht oben einsortiert? Die haben wir doch Oma einsortiert. Die haben wir doch Oma einsortiert. Jetzt schauen wir lieber nochmal da unten, weil da müssten wir eh noch wegen dem Glowstone her. Das ist nur ein Schlammblock. Aber ich möchte sagen, das ist alles, was wir im Glowstone haben. Nicht wirklich, oder? Ja, wir sind wirklich bloß 2 Glowstone. Es ist das, wenn du so verwöhnt auf Dauer bist und einfach schon Max Gear im Server hast. Beziehungsweise Max Gear von dem normalen Sach halt. Und dann was normal Minecraft spielst und dann merkst du, oh, du musst ja das und das machen. Du bist ja aber noch gar nicht so weit. Du hast jetzt so viel Zeit in das investiert, dass du gar nicht so weit bist. Das heißt, wir brauchen mal eine Behutsamkeitsspitzhacke. Eine Behutsamkeitsspitzhacke da brauchen. Ich seh mal auf die drauf machen irgendwann mal. Ich wollte jetzt nur wegen Matt. Scheiße, wo haben wir die hier? Ich habe doch 3 Stacks Matt mitgebracht. Hey, bin ich jetzt blöd? Da bin ich mir 100%, das sage ich doch. Jetzt habe ich schon gemeint, hey, ich bin nicht mehr ganz... Ich bin nicht mehr so ganz... So in der Blätter. Du kleiner Zipfelbeter, Alter. Gut, dass der Junk claimed ist, Alter. Kann man einfach bei der Tür in der Weih offen sterben lassen. 2 Sekunden. 2 Sekunden offert. Warum mal Creeper nicht despawnen, Alter? Oder Feuerschau oder verbrennen, so wie alle anderen Mobs. Na. Das war jetzt einfach. So. Sagen wir da. Eins, 2, 3. Von außen wieder. Oh. 1, 2, 3. Mhm. So. Dann können wir die da weg. Oh, mir fällt gerade auf, ich kann alle 4 Seiten da machen mit denen hier. Oh, dann müssen wir da bloß was hersetzen. Fällt mir jetzt gerade auf. Nein.
Nein. Also es müssen 2 übrig bleiben. Wenn wir es richtig gebaut haben. Und eigentlich dass man Oma über das Ganze auch nochmal Glowstone, aber wie gesagt, Glowstone abbauen, das macht eigentlich erst Sinn, wenn man Silk Touch bzw. Behutsamkeitsspitzhacke haben. Zehn, 20. Ich hasse das so fei. Na gut, reicht sowieso nicht. Auf alle Fälle. So, im Moment, wenn du die Armlehne reinmachst, dass du wieder nicht Ellenbogenschmerzen hast und dann Stoff noch nicht bereit gehabt hast. Also da kommt das her. Wenn man sich nicht wundert. Dort können dann Blöcke hier. Und jetzt war die Idee, was ich gerade habe. Wir können ja dank der Hopperdacts alles Mögliche nach oben transportieren. Mit die also von die Hopper. Was braucht man nicht dazu unbedingt Make-up Pipes oder irgendwie so mega krasse Mods oder so. Wir können einfach mit der Macht der Hopperdacts ziemlich simpel, wie wir es jetzt auch schon haben, einfach alles nach oben befördern, ohne dass wir da jetzt irgendwie schwere Dinger haben oder so. Genau, das können wir schon mal soweit fertig machen. Also, der Plan war jetzt halt irgendwie so, dass man sagt, ja, vielleicht wenn wir es nach oben transportieren, dass man dann so auf der Ebene von da herum irgendwo und irgendwo da sagt, man kann da einige in das Ganze und dann kann man auf der Ebene, wo man halt da dann ist, kann man dann zu den Öfen hier. Es werden am Anfang bloß 2 oder so sein, weil es halt ziemlich ineffizient baut ist, aber ziemlich cool ausschauend. Es schaut mega cool aus, aber es ist halt nicht sehr effizient. Muss man dazu sagen. Aber das 2 so Ebenen für Pistons und Dinger, dass sie das rendiert zum Benutzen. Und ich habe das ausprobiert mit einem 3er-Tick, also und der 3er-Tick ist der normale. Ja. Schaut jetzt momentan noch so aus. Da können wir jetzt Trichter drunter. Ja. Das kann. Ich überlege gerade. Sind jetzt 40. Ja, warte mal, ich glaube, das kann. Eigentlich kann das einen einzigen los, glaube ich. Du musst so 2 Ebenen, kann einen Ofen betreiben für immer. Die Frage ist, wie viel Kaktus brauchst du dann dafür? Und so weit bin ich noch gar nicht. Die Frage ist jetzt bloß, haben wir noch irgendwo Trichter rumliegen? Das ist immer die Riesenfrage, ob wir noch Trichter rum haben oder nicht. Weil wir haben mal ewig mal Trichter rum gehabt. Und ja. Ich glaube inzwischen haben wir keinen mehr, gell? Schaut jetzt nicht so aus.
macht mal ein paar. Die sind nicht so dumm, dass es Truhe heißt. So ist, das nervt mich einfach. Das ist einfach so doof einfach ist. Das ist nicht einfach so heißt, wie es heißt. Zwei Seiten. Mal zum Hauptkontakt. Holz und Eisen. Ja, und das Problem ist, dass du halt für die Kisten so viel Holz einfach brauchst. Und schon bist du halt aufgeschmissen dann. Ich war mir sicher, dass wir neu haben, aber das Problem ist, ich tue die dann immer irgendwo eine und dann findest du es nicht mehr. Weil die dann irgendwo verschwinden. Das ist so ein kleines, aber feines Problem, was wir momentan haben. So, also. Das ist jetzt mal wirklich versteht's, wie das man. Da kann man über Glowstone. Da ist es ein nicht existenter Farmblock. Der gehört nicht dazu. Farm spät sie ab diesem Block da hervorn ab. Da kommt jetzt nach oben hat. Und dort haben wir die Trichter. Der Trichter geht dann normalerweise irgendwo her. Also sagt so, hey, kannst du ja die Trichter herbauen? Dann gehst her, bam, 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 bam. 10 Blöcke geballert. Wir legen uns kurz hier, dass wir nicht da Stress mit Zombies und so haben. Gar keinen Bock drauf. Und dann ist das Ganze ja schon eigentlich relativ fortgeschritten schon wieder. Weil hier der mal das wieder abbauen. Mir sagt, oh, der Hopperduck, der geht jetzt da um. Also alles, was da herum landet, wenn es jetzt nur Spit ist, das Land hier. Spit, alles andere, weil Schlamm lässt ja alles durch. Das ist auch der Grund, warum wir da nur zumachen müssen. Aber Punkt 2, wieso wir über die Glowstone da in der Reihe sitzen müssen, ist, wir brauchen diesen Punkt vom den Punkt, die Helligkeit brauchen wir. Weil Bambus wächst am schnellsten, wenn er immer Lichtlevel also am obersten Block Lichtlevel von 8 oder so hat. Und den kannst du so am besten immer bewerkstelligen. So, das ist mir das Wort, da jetzt was nicht eingefallen. Weil als erstes hat das der oberste, dann ist das der oberste und da kommt von oben dann direkt das Licht. Da kommt eine ganze Reihe Glowstone. Easy. So, dabei, wo ich jetzt mal sage, so, jo, wir kann man ja da an so einen Schacht reinbauen oder aus einer Ebene, wo man mir dann und zu die Öfer kommen, weil prinzipiell, wie man gesehen hat im Ding, wir kommen da nicht hin. Sobald wir da irgendwie versuchen, da reinzukommen, ist ein bisschen schwierig. Was, wir werden wahrscheinlich eine Ebene da oben einbauen. Da haben wir sowieso bloß, so, ich glaube 6 oder so brauchen. 2, 4, 6, ja, ungefähr 6 Blöcke pro Ebene. Ungefähr. 6 um 8, irgendwie sowas. Ich weiß gerade nicht mehr genau. Wir werden auf irgendeinen so Block da oben hinkommen. Und drunter drüber, 2 drüber, ist ja egal im Prinzip. Sofern wir da hinkommen, ist das alles easy und cheesy. Und dann können wir nämlich ja einbauen, dass man irgendwie sagt, am Rand irgendwo, wo auch die Pipes und so gängen, kommt dann. Ich nervt das, oder? Dann macht man da irgendwo so eine Leiter runter, ein Wasseraufzug runter. Das Wasseraufzug ist ein bisschen schwierig.
Und sagt, man macht da irgendwo etwas runter, dass man sagt, in der Mitte geht der Lord da runter oder so. Und dann können wir wieder einfach auf und ab gehen, wie man lustig kann und können wir unsere Ebenen auch sagen, so, jo, so können wir das bewerkstelligen. Ich weiß nicht, was heute schon wieder los ist. Es ist ganz schlimm zur Zeit. So. Jetzt haben wir da unser Ding um. Da haben wir noch gemengt. Es ist einfach, das ist einfach so perfekt einfach. Wir kommen ja aus Schlamm. Wie war jetzt das? Okay, wir brauchen Weizen. Oh, das ist witzig. Ach, wir brauchen Weizen und Ding dafür. Ich bin du überhaupt damit beschäftigt, wie man sieht. Ich weiß bloß, wie man es macht. Oder was man draus machen. Wenn man da irgendwo noch Weizen mehr noch rumliegen gerade. Hey, bin jetzt blöd. Was Ohrens. Was Korns. Was auch Korns. Dann gehen wir nach unten. Unten haben wir genug. So, jetzt mal. Okay, einer und nimmer einfach. Dann nimm ich einfach. Und dann gehen wir da her. Und dann gehen wir zu fester Schlamm. Dann macht man die Blöcke. Dann macht man den. Und schon haben wir Schlammziegel. Mit den Schlammziegel wiederum gehen wir wieder zur Ding, fahren wir mal. Dass ich echt dieser flott noch sagen kann. Wenn wir möchten wir Mine auch noch runter. Dann können wir hier rüber. Und dann sagt man schon mal so langsam wie und wieso, weshalb, warum. Die Fackel nehmen wir mal weg. Dann nehmen wir da aufgehen. So, also prinzipiell gehört das da hier, aber aus Anschauungszwecken jetzt gerade nicht. Und die können wir da so rauf. Und jetzt haben wir an dem Punkt, wo man sich wahrscheinlich in der Testwelt denkt, so, hey, warum ist da Lava drin? Ja, das ist Lava. Wenn wir es kennen. Wenn man sagt, da kommt Glas. Da kommt überall Glas, weil dass man immer sagt, was los ist. Und da ist leer, da ist, das war Totplatz, das war ein toter Platz da, wo man sagt, weiß nicht, was ich damit machen soll. Und jetzt können wir einfach sagen, so, jo, wie macht man unser Ding hier? Das kommt noch weg. Dann hat man da schon mal so einen kleinen Ausblick, wie es mal ausschaut. Aber es ist halt sehr langsam, wie das alles wird. Man könnte jetzt natürlich eine Schlammfarm bauen, dass man sagt, man macht Schlamm automatisch mit Erde und so. Aber ihr empfinden so, jo, braucht es nicht wirklich. Wir können ein bisschen weiter oben gehen. Macht man natürlich mal Thumbnail, oder? Ha, dann macht es da mal dabei. So, Brot. Haben wir noch fast gestorben, ey. Das war jetzt gewesen. Kein Spawnpoint. Kein Spawnpoint gesetzt. Weil ich nämlich mein Bett da gerade gebaut habe und abgebaut habe wieder. Das ist also was, ein Spawnpoint direkt irgendwie setzen war mal mega geil, ne? Dass man einfach sagt, ja, ich möchte da einen Spawnpoint, egal. Ich möchte, wenn ich ins Bett liege, nicht einen Spawnpoint setzen. Das war vielleicht mal jetzt. Jetzt werden wir mal kurz das Bit klicken, dass wir unseren Spawnpoint wieder haben. Oh, hey. Wait ja gar nicht, bloß Spawnpoint. Danke. Dann schauen wir uns noch, was in der Mine unten passiert ist. Da wird sich bestimmt Dinge so, hey, bist du jetzt blöd? Oder hat er jetzt irgendwie. Oder irgendwie. Hinfälle jetzt halt oder so. Na, habe ich nicht. Das ist schon mal als Vorwarnung. Das hat der Grund, warum jetzt bei der XP-Farm wieder gesagt habe, jo, müssen wir da jetzt weitermachen. Dass wir da nach und nach weiterkommen. So, dann müssen wir da um. Und das ist immer noch genauso, wie es war. Bla 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 bla. Und wie man sagt, oh, da unten. Warum ist da Deep Slate? Hä, warum? Also, wie man sagt, da
Da ist die Ebene, wo wir uns schon weitergekommen haben. Da zeige ich ja gleich, was da so passiert ist. Wie wir da weiterkommen. Da habe ich aufgehört, weil wir da sowieso schon außerhalb von unserem Chunk-Claim haben. Nehmen wir jetzt den unnötig noch mehr Claim. Weil wie man sagt, ich habe echt viel buddelt, echt viel gesucht und man denkt so, ja, das will irgendwie nix. Da gibt es nicht das, was ich suche. Ich habe da nicht einen einzigen Ding gefunden. Obwohl, nein, ich darf nicht liegen. Ich habe da hinten irgendwo da an der Stelle. Da habe ich irgendwo Redstone gefunden mal. Und das war's dann. Und dann bin ich da runtergegangen, 6 Blöcke oder so weiter unten. Und ich habe Redstone gefunden. Und zwar 3 Stacks oder so. Und das war einfach nur so eine Mini-Schlucht. Das ist ja der Grund, warum man da jetzt sagt, ah ja, da ganz schön viel Buddel oder so. Da hat man meinen, ich habe mich schon weit buddelt, aber es ist halt einfach zu wenig immer noch im Prinzip. Wenn man mal sagt, jo, was ist eigentlich los? Dass wir nichts finden. Dass wir kein Redstone finden. Das ist halt auch so ein Punkt. Da ist zum Beispiel der Redstone. Es ist überall. Ich weiß nicht, warum es nur noch im Deep Slate ist. Das zweite Problem ist, wir haben keine Glücksspitzhacke. Ohne Glück kriegen wir ja bloß sehr wenig. Wir sagen, wir haben jetzt 19 Redstone aus 5 Dingblöcken gekriegt. Das kannst du kaum verzeihen. Zum Beispiel, da kann da überall noch Redstone sein. Aber wie möchte ich das bewerkstelligen? So, mir nix, dir nix. Ich habe schon wirklich viel jetzt abgesucht da unten. Und wie man sieht, wird es jetzt ein bisschen dunkler wieder. Ist jetzt nicht so, als dass ich nicht gerne in der Höhle sei mit euch, aber ich finde halt, wenn ich jetzt nur suche und suche und suche, ich nehme nicht alles mit, weil es einfach keinen Sinn macht. Es gibt so wenig Sachen, weil du einfach unendlich lang suchen musst und ich denke so, warum tut man das? Warum macht man Spiel unnötig schwer und so langwierig einfach? Ich kann Redstone nicht automatisieren im Vanilla Minecraft. Es geht halt nicht. Ich darf's, aber es geht nicht. Das ist das Problem. Ich habe kein Problem mit Sachen irgendwie zum Bauen wie Bambus oder so Zeug. So lauter Sachen, die wachsen und einfach ob denn, aber ich kann ja keine Erze automatisiert abbauen oder aufbauen oder so. Man kann alles Mögliche aufbauen und so, aber das. Dass das da einfach drunter überlebt unter der Lava, das check ich auch nicht. Da ist noch ein bisschen Redstone, ne? Ja, wow. Wir haben auf minus 230. Und jetzt muss ich sagen, ich habe heute nochmal nachgeschaut, wegen der Tiefe und so von Redstone. Wie weit, dass wir wirklich runter müssen. Und da ist der beste Spot, minus 59. Ist halt dann so, aber du brauchst halt für Deep Slate, brauchst mit der Eisenspitzhacke eigentlich nicht anfangen, wie man sagt. Du hast einfach 100, ja. Wir haben noch nicht, jetzt haben wir so viel abgebaut, wir haben immer noch kein Stack, Alter. Hey. Früher hätten sie es da einen Aufschrei geschoben und heute geben es da nicht mal 4, 5 Stacks, Alter. Das ist unglaublich. Und das leider, ich habe leider den direkten Vergleich zu einer Version, da wo das noch nicht war, da wo zwar ein Biome so Plenty drin ist, aber Redstone also ist trotzdem ein normaler Minecraft Drop oder halt Spawn oder so. Verändert sich ja nichts dadurch stark. Also wenn ich da falsch informiert bin, schreibt das mal gerne rein. Aber da findest du halt einfach dann und dann findest du halt einfach so viel. Ich finde es ja echt mega geil, dass du weiter runter kannst und so. Und dass du mehr finden kannst von Zeug an sich. Aber für Sachen haben wir auch keinen Nutzen, das ist halt das Problem. That's the big problem. Ja, ich habe das Redstone gesehen da drin. Ich habe das schon gesehen. Und so ein Stack macht man jetzt noch auf alle Fälle noch voll.
Dann schauen wir, dass wir noch zurückkommen. Ich finde es einfach bloß doof, dass wir... Zum Beispiel jetzt haben wir grob mal ein Stack wahrscheinlich benannt. Aber neben euch, was? Du kriegst ja neben euch mehr aus wie Heu, was das Ding da nutzen. Weißt, vor allem da, jetzt bin ich auf 47 minus. Und jetzt finde ich unendlich gefühlt. Ich habe mir da durch das Ding durchgegraben. Stunden gefühlt. Nichts gefunden an Zeug. Das ist echt traurig. Das ist jetzt nur, weil ich da mal so ein bisschen Ding übergegangen bin, oder wie? Ganz kurz. Oh, da ist schon wieder Redstone. Das kann doch nicht sein. Schaut euch die so. Was, das ist halt das, was mich so nervt. Du kriegst halt dann auch fast nichts mehr. Jetzt finde ich auf einmal unendlich. Wenn jetzt auf minus 43 ist, da kann man wahrscheinlich richtig schön Strip meinen, nur noch Redstone oder so. Das ist echt krass. Ich würde sogar sagen, minus 43 oder so. Ist bei uns ja wirklich guter Spot so. Ja. Jetzt gehen wir mal wieder auf. Ja, fast 2 Stacks wieder jetzt. Jetzt haben wir zwar in die Höhle, die wo da direkt neben uns ist, abgegangen. Aber wie gesagt, es dauert mir einfach zu lang, so das abzubauen. Deswegen mag ich das nicht. Das ist nicht, dass ich mir das jetzt irgendwie mega wichtig war, dass ich sage, oh, ich möchte nicht mehr als 2 Sekunden abbauen. Nein, ist mir nicht. Bloß, es kostet einfach so viel Zeit. Es ist halt einfach, es ist ja nicht so, dass da ich das zum Spaß weiß. Dass ich sage, so, oh ja, ich gehe jetzt mit 3, 4, 5 Stunden farmen. Ich werde eigentlich nicht auf 3, 4, 5 Stunden farmen oder suchen nach Redstone mitnehmen, weil das meiner Meinung nach einfach ein Schwachsinn ist. Auch wenn es jetzt irgendwie jemand interessiert, dass ich den mitnehme. Aber, na. Also. Deswegen. Jetzt weiter unten. Erstmal bloß ein paar Blöcke. Eventuell werden wir jetzt mal sagen, dass man sagt, man geht jetzt da weiter oben. War vielleicht intelligenter gewesen, aber nein. Man kann ja jetzt da zum Beispiel sagen, man macht jetzt da so ein bisschen einen längeren Ding Nummer einer. Dann sagt man, geht da noch mit 2 Blöcke 4er. Dann baut da dann eine Schiene ein, dass man oben sagen kann, ja, ich möchte auf die Ebene. Und dann machst du da einen Bahnhof her, fertig. Und dann fährst du da wieder los und dann kannst du wieder ans auf. Mal gucken. Dazu braucht man alles viel Redstone und das haben wir nicht. Momentan zumindest nicht. Das heißt wahrscheinlich, dass wir früher oder später dann auf den Trade gehen müssen. Davon wir unendlich Redstone kriegen. Ja, wird halt dann so werden. Ist halt leider so, ne? Gut. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Minecraft und unserer kleinen XP-Farm. Also, hau die